Talk it like Loose D. One check, one Es geht check, wieder one los, check. Chicos! Mismo tu Ludi, wir sind back in the house! Hey, what's poppin'? Tito Stand macht hinter up, sich Saltos, stand Chicos! up. Wir sind back Es in ist the Zeit house! für Ludi. One Zürich check, in two the check. house! Das erste Mal ein größerer Gast als ich habe Minderwertigkeitskomplex, Mann. Chicos! Ich bin Überrascht, nervös. überrascht. Aha, der erste Gast, der seinen Hinterkopf nicht zeigt. Ladies and gentlemen, welcome. Ein riesigen Applaus, ein riesiger virtueller Applaus von die Hai für den Sven, Sveki, Dražen, Ivani! Thank you so much. Danke für, wow, danke für das Intro. Mein Gott. Appreciate it. Ey, die Erwartungen sind jetzt so hoch. Alles, was ich erzähle, wird schlechter als das Intro. Mann. Es ist unmöglich, das Intro zu toppen. Das Highlight ist nur das, der Rest kannst du... Das wär's gewesen von mir. Merci vielmals, kommen da meine Auftritte und schön, dass ich da sein darf. Mit seine Auftritt verlinken. Verlinken, genau. Jungs, bravo, also das ist Energie, die ich Dankeschön. sehr gerne habe. Zum Glück habe ich Dankeschön. 4 Kaffees getrunken. Ich habe nicht gewusst, ich wollte reinschreien, aber ich habe nicht gewusst, ob ich dann euren Vibe kaputt mache. Nein, der Vibe, der ist unzerstörbar. Der ist unzerstörbar. Sind ihr zwei zusammen in der Schule? Wir haben einfach früher zusammen rumgemacht, wie der zweite Dienstag. Aber Zwischen haben wir es nicht das ist kennt. ja easy, aber Beziehung, aber ja, ihr zwei wo zusammen in wir der gleichen Klasse. Ich stelle mir nur die arme Lehrerin oder Lehrer vor. Wer ADHS des Grauens gewesen, zweimal. Los, ich habe das schon 5-mal gesagt. Lass Sie hat Nebi nur vom den Song Randy. gesagt. Sie Sie. hinterhocken, Laus vorne, ganz weit... Lass mir Randy seinen Schnäbi in Ruhe. Ich habe gesagt, Das Schweinbrötchen ist ja gut, aber nicht in der ersten Reihe. Gottfried steht. Ist auch geil gesehen. Kennt ihr die Frau, die mal Zähne putzen kam, bei euch in der Schule früher? Oh mein Gott, ich habe wirklich 5 Minuten über das Comedy geschrieben. Ey, los jetzt, einmal ist die bei uns die und ich musste Ritalin nehmen als Kind. Was bei euch die High ist? Also nein, bei uns in der Schule. bei Bei uns in der Schule. Und nachher ist so das Thema in der Schule, bevor die kam, ist, dass mir Ritalin geben, oder? Und mein Vater so, nein, gar nicht, keine Chance und so. Und meine Lehrerin nicht unbedingt will, dass ich Ritalin nehme. Die ist voll auf die Krise gekommen mit mir. Das glaube ich. Und mein Vater so zu mir so, egal was, das nimmst du nicht. Und nachher sehe ich die Dame, die ist jetzt auch schon verjährt, ich möchte ihr nicht anlasten oder so. Gruß an die. Ja, grüß an dich, die Dame. Dann hat sie mir einfach in mein Glas zum Zähneputzen hat sie mir Ritalin drin getan. Nein. Dann habe ich sie gesehen davor, wie sie das gemacht hat und sie war eine ruhige gewesen. No, ich habe in meinem Kopf gehabt, Angst vor nicht, dass ich das nehme, Angst vor meinem Vater, dass wenn ich es nehme, dass er mir eine gibt oder so. No, geht sie weg, ich habe einfach Becher drin. Ich habe einfach Becher getäuscht und dann sie die ganze Lektion noch einfach so. Kein Wort gesagt, Alter. Das ist komisch. Ich mit 7 oder so das erste Mal etwa den illegalen Substanz montiert. Noch später im Oxa Standard, aber dann... Das ist die kränkste Geschichte, die ich zum Start von einem Podcast gehört habe. Du erzählst das. Als wär's also. Hey, übrigens, also schon mal, es ist so viel falsch in dieser Geschichte, Alter. Zuerst mal, dass sie dich zwingt, ohne Diagnose Ritalin zu nehmen. Dass du hast nachher so lang ruhig sein. Also, nein, nicht ruhig, damit dein Vater nicht denkt, dass du Ritalin genommen hast. Ne? Du bist heimgekommen und hast umgeturnt, wo sonst meint, du hast Ritalin genommen. Ja, nein, ich habe gewusst, ich habe keinen genommen. Mein Vater hat gewusst, ich nehme auch keinen. Darum ist so für mich ist Stell dir alles vor, du hast so einen stillen Moment, der so, Stanis aus Ritalin. Nein, ich bin am Schreien. easy. So wäre es jemand abgelaufen. Angst. So oder so drunter kommen, egal was passiert wäre. Aber die Zahnputzfrau, das ist wirklich mega grusig. Sie Ja, ist ja. auch immer mit so einem riesigen Biss gekommen, der so Ja. creepy Ja, ausgesehen genau. hat. Wo ist wie der Großvater von nebenan? Aber ohne Goldzeichen. Ich so, hä, das ist schon unrealistisch gewesen. Das ist Oh, krass. geil. Wieso ist das im Schulsystem das? Ich weiß es gar nicht mehr. Wieso ist die eigentlich immer vorbeigekommen? Guck, weißt du noch letztes Mal den Mentor, den du bekommst? Er hat gesagt, er hat nie Zähne putzt als Kind. Das ist Genau, nicht so. Leute. Letztes Mal haben wir Gast gehabt, so eine Ja, voll der. Also ich habe mit 17 oder 15 das erste Mal Das erste Zähne Mal putzt. Zähne Jetzt weißt du warum, Bro. Und das sind wir auch, ja, voll. Aber die Leute haben hure gute Zähne mega oft. So, ich keine Ahnung, hure viel zu. Also Leute von unten und so, meinst du mal? Nein, Leute, die keinen Fick auf die Zähne haben. Immer so aus Hollywood-Smile. Ja, voll. Gut, weißt du, die Leute von unten, die haben schon gute Zähne. Die haben einfach nur 3 Zähne, eine da und eine da. der Das dahinter, ist schwierig zum 3 putzen. Die weißt noch du? da sind, sind super. Die sind stabil. Hey Sven, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Hey, sehr gerne, danke euch. Wirklich eine Ehre für uns. Ja, Mann, das Nein, ist hör auf, das ist eher für mich, Mann. sehr angenehm, da hin und her mal die Höflichkeit. Machen wir da noch eine halbe Stunde oder fangen wir irgendwann Ja, an? voll. Jetzt, Hey, ist geil, nein, sind ist wir mal geil. Ey, gespannt, nein, merci, danke. Es ist hure dämlich, aber ich habe das hure gerne. Weißt du, gegenseitig aufhypen, Ja, ja. und nachher ist es hure gut. Und nachher merkst du, das ist voll der Spaß. Ja, ja. Ich bin nie mehr mit dem Hänger und Nummer gelöscht in Folge. Sobald du rauslaufst, Ja, was das ein ist- Trottel, Mann. Erzähl mal da für unsere Zuschauer, Sven, was machst du? Für euch Zuschauer und Wer für bist du? eventuelle Hosts, die sich nicht vorbereitet haben.
Ich mache das sehr gerne für euch Zuschauer. Geiles Also Vorname, Nachname, AHV, Nummer, Adresse. Größe, Schuhgröße, Raucher. Hallo miteinander, mein Name ist Sven Ivanic und ich bin Stand-Up-Comedian und ich fühle mich jetzt, als wäre das so ein Verkehrsunterrichtskurs, wo ich jetzt mit zwei anderen einen Fun-Fact über mich erzählen muss. Und in der Freizeit mache ich gerne Sachen mit Kollegen und gehe ins Kino. Mit Freunden sein. Genau, abmachen. Nächstes Mal bringen wir ein Freundschaftsbuch mit. Ja. Kennst du die Leute, die sagen, was läuft für Musik? Ja, Radio. Dass nicht Radio Bahnhof in einer Turbo ist oder irgendetwas, wo kranken Sound macht. Schau jetzt bezüglich Freundschaftsbuch. Bis in der Klasse, wo ich früher noch war, habe ich jetzt so einen Türk reingeschrieben, rauchen. Mit 13. Und mein Vater kommt am Buch immer gesehen, also mit dem hängst du nicht mehr. Oh, sorry, ich habe da nicht Intro reingeredet. Noch schnell zu dem Thema. Ein Kollege hat nach der Sommerferien immer Aufsätze geschrieben. Oder nein, es stimmt, was mag ich nicht. Und der Kollege hat geschrieben, ich mag es, wenn mein Vater mich nicht schlägt. Boah, das ist noch nie passiert. Nie passiert, er hat einfach aus Spaß geschrieben. Scheiße. Höchste Hälfte der Abend. Scheiße. Dann ist es passiert. Oh shit. Vor dem jetzt ganz schön auseinandergenommen. Das ist hart. Ja, vielleicht nochmal zu mir. Ich mache Stand-up-Comedy und vielleicht hat der eine oder die andere mich auch schon gesehen auf «Das war's», SRF, so eine Sport-Comedy-Show. Und vor gefühlt 1000 Jahren habe ich noch das Blick Live-Quiz moderiert. Das ist so ein Quiz, wo du immer am 8 Uhr einschalten konntest. Und dann bin ich aufgetaucht, habe ein paar Fragen gestellt und dann hast du Geld gewinnen. Und es ist immer lang gegangen, bis sich alle eingeloggt haben. Und ich musste moderieren und ein bisschen reden. Und ich wollte losgehen, weißt du, jetzt ist 8 Uhr, gehen wir los. Und der Kameramann, nein, red weiter. Und das ist so ein Chat. Und das sind so, keine Ahnung, 9- bis 15-Jährige in dem Chat, ich so am Reden. Okay, wir warten jetzt noch auf den nächsten. So, was schreibt der Chat? Mach mal, du Nutte! So, ja, liebe Grüße auch an dich. Nein, der Jugo wieder, weißt du, die ganze Zeit. Das ist der gottloseste Chat und du musst dort lächeln. Und, Also das Publikum ist 9 bis 15 gewesen. Also eigentlich die, können wir da auch Steve Merson checken. Nein, so alt sind die nicht, oder Steve? Wir dürfen das ja gerne noch im Podcast sehen. Habe ich gesehen. Nein, es sind einfach die am aktivsten sind im Chat. Aber das sind ja, eben, ich mach jetzt Stand-up und so ein bisschen mein Werdegang ist, ich habe Jura studiert, ich habe als Jurist gearbeitet und das nicht sehr gut, sonst wäre ich jetzt sicher nicht da in diesem Podcast. Oder in einer anderen Rolle. Sagen Sie mir, Herr Lutz, wie war das genau in dieser 30er-Zone? Geiles Ziel. Wie bei der Anklagebank. Ja, Zwei Täter, ja dort. Ein Anwalt haben wir noch nie gehabt. Wenn wir wollen, aber der... Ja, egal. Der. Aber der hat Vorauskasse. Ja. Den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal mit euch. Er hat so unsere Anzeigen und so angeschaut. Nein, Jungs, ich komme nicht schon gut. Der geht nicht. Podcast, jeder hat den Podcast so verkauft, damit ihr Rechtstipps von ihm bekommt. Nicht so gratis. Er wird einfach keinen Autoschlüssel mehr weg. Nein, und ja, jetzt bin ich ich habe vor 8 Jahren meinen allerersten Auftritt gehabt als Stand-up-Comedian und seitdem ist das Ganze eigentlich immer gewachsen. Ja, jetzt hast du aus einem Auftritt wieder 2, 3, 4 und so weiter und dann hast du bessere Auftritte, schlechtere Auftritte. Dann kommen auch eben so ein bisschen Fernsehsachen dazu und jetzt bin ich aktuell bei der Sendung des Monats, ist auf SRF 1 so eine Late-Night-Show, die einmal im Monat kommt und dort mache ich ein bisschen Strassenumfragen und erzähle 2, 3 Witzchen. Und geil. ja, jetzt mein Alltag ist im Moment Witz schreiben, Podcast besuchen, auftreten und ja, man. Also da Juristenzeugs machst du nicht mehr? Nein, seit 2 Jahren, seit ich das war's können machen, ist das so auslastet, also ist es so eine Auslastung gewesen, dass ich mich durfte entscheiden zwischen meinem normalen Job, also Use-Zeug und Comedy. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich schon Scheiß rede und Geld bekomme, dann auf die lustige Art. Ja, richtig, ja. Nein, und dann habe ich gedacht, komm, probier's. Du hast jetzt die Angst, dass Verwandte müssen... Ja. Jetzt muss ich für Verwandte auftreten, das ist im Fall fast noch schlimmer. Was? Komm, eine Geburtstagsparty. Das ist gleich wie vor Gericht für Verwandte auftreten. Ich als Fotograf auch. Du kennst das sicher, ja, oder? Weißt du, wie viel? Hey, komm, schau, bist du eingeladen? Komm schon brav, nimm deine Kamera mit. Das ist gratis Essen. Ja, geil. Also das Essen ist, glaube ich, nicht so viel mehr. Ja, ist doch viel gewesen, Alter. Ich habe meine Hochzeit eingeladen. Ich habe trotzdem den scheiß Fotograf müssen zahlen. Was bist du gekommen, Alter? Für was mache ich mit deinem Podcast? Wir können 2000 Stunden sparen. Nein, das haben wir noch nicht gemacht, oder? Ja. Das haben wir, weiß gar nicht. Aber das Schlimmste an diesen, sagen wir so, Kollegen-Auftritten sind gar nicht, eben, dass es wegen dem Geld und so, das ist gar nicht das Problem, sondern dass es deine Kollegen so nicht
ernst nehmen, oder die Leute, die du so halb kennst. Und dann kannst du nicht kommen und sagen, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche das. Die Comedy-Show ist scheiße. Und dann bin ich dort, stehe in so einem Kreis von zwischen 15 Leuten und mache so Stand-up. Hey, kennt ihr das? Und wer ist der? Was ist das für ein Loser? Alter? Fängt da Breakdance in den Kreis? Oder wenn kommt der gute Teil? Und du machst dich einfach voll zum Anfang. Wenn bist du lustig. Ja, eben genau. Also, bist du ein schlechter Sänger? Oder wieso haben wir dich gebucht? Und darum, also das Ernst nehmen, richtigen Auftritt vorbereiten, ist mega wichtig, weil du musst da so eine Bühne schaffen, damit das aufgeht. Das geht Wenn du dich nicht selber ernst nimmst, dann nimmt dich auch ja, klar. die Audienz nicht ernst. So. Ab wann hast du dich selber ernst genommen? Ich hatte zum Glück das Glück gehabt, dass ich nach etwa 6 Monaten schon das Management hatte. Das klingt jetzt mega abgespaced, aber dann habe ich jemanden gehabt, der für mich das Zeug, die Verträge macht, Sachen organisiert und einfach die Connections hat. Ohne das ist es super schwierig, weil die Schweiz hat eine riesige Kleinkunst- und Comedy-Szene, wo wir, ich nehme jetzt mal, vielleicht kennen das ja besser, aber ich habe es nicht gekannt. Und bis ich mal da reingekommen bin. Und wenn du ein Management hast, die Leute kennen dann, in jedem Dorf hat es irgendein kleines Theater, irgendetwas, und die kennen dann die Leute und können dich dann reinbuchen. Alleine ist es viel, viel, viel schwerer. Und dort habe ich den Luxus gehabt, dass ich mich gar nicht ernst nehmen muss, in dem Sinn, du hast jemanden, der den Bad Cop spielt, weißt, das Geld übernimmt. Also, hast du auch irgendein Geld gesehen? Nicht so, dass sie nachher Lambo gefahren ist. Sven, du hast noch 7 Auftritte die Woche. So, okay. Schön für dich. Aber ernst nehmen musst du dich halt schon von Anfang an, damit du es gut machst. Also ernst nehmen im Sinne von, ich will eine gute Show machen, ich will gute Jokes schreiben, das sicher. Aber ja, irgendwann habe ich jetzt auch vor ein paar Jahren angefangen, oder es ist noch nicht mal so lange her, weißt, auch die Sachen nicht mehr unbedingt gratis machen, nicht mehr wollen, so ein bisschen lernen, Nein sagen. Nicht nur, wichtiges Wort, im weil Business. ich nicht will, sondern weil ich keine schlechten Auftritte liefern will. Und die sind schlecht, wenn du es nicht richtig machst. Also, wenn keine monetäre Motivation siehst dahinter. Nein, wirklich nicht. Also, es geht wirklich mehr darum, dass das Zeug einfach gut wird. Vielleicht ist es ja bei dir gleich als Fotograf. Also wenn du kommst und, keine Ahnung, solltest die und die Art von Fotos, ich stelle mir das nur vor, die und die Art von Fotos machen und dann ist dann hat niemand gesagt, es ist dunkel und eine Rauchmaschine ist da und sie wollen also keine Ahnung, so, du musst schon die Umstände haben, dass es auch geht. Ja. Das ist sehr stark gesagt, ja. Wie bist du zu dem gekommen eigentlich, Stand-up-Comedy? Also wie hat sich das ergeben? Ich habe schon immer Stand-up geliebt und Comedy und so weiter. Und so als Jugendlicher habe ich halt einfach also die MTV-Ära, weißt du, wo die alle Trash sind, von Jackass bis Viva la Bam über alles, das Pimp My Ride, alles. Ja, der gewisse Humor, der dahinter ist. Genau, Ali G, Borat, so all das Zeug, Chappelle Show, all die Sachen haben mich mega geprägt und die haben wir auch immer so einen richtig guten Approach gehabt zu Comedy. Es war nie so gewesen, wenn wir einen Comedian gesehen haben im Fernsehen jetzt. Für die Jüngeren, früher haben wir noch zusammen Fernsehen geschaut. Das ist ein Kanal und dann schaut die ganze Familie. Und immer wenn etwas so Lustiges oder Satirisches kam, haben meine Eltern immer gesagt, auch mein Vater vor allem, ey, zieh dir rein, wie geil das ist, wie lustig. Und es war nie gewesen, schau, der hure Klon, Mann, was erzählt er, der soll mal arbeiten. Ja, schon andere, wenn der Blickwinkel von Anfang an so mitbekommst, ist schon was anderes. Es war nie etwas gewesen, um sich zu schämen, sondern immer nur so, ey, look, wenn du so eine gescheite Perspektive anbringst, dann ist es hure geil. Und das hat mich ein bisschen motiviert gehabt. Und eben durch das, dass es so positiv war, die Hause. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, ich will jetzt nicht immer alles auf, weil ich von unten bin schieben, weil ich bin Schweizerischer. Du hast es Sven. Girl featuring DJ Antoine, eben, ja genau. Ist nicht nur das, aber es hat sicher auch ein bisschen das, wenn alles Scheiße läuft, dann bleibt er einfach nur noch das. Ja. Also irgendwie, wenn, dumm gesagt, jede zweite Generation einen Krieg miterlebt, Sanktionen und der Staat sich verändert, ohne dass du zügelst. 3-mal neue Pass im Leben bekommen. Dann sind auch deine Verwandten 1000-mal lustiger als ich. Also wenn ich dort bin, was ich dort höre. Also ich habe das Gefühl, der Dunne-Humor ist sowieso nochmal ganz andere. Gerade wenn du mit Leuten von Dunne redest, einen ganz anderen Humor. Mega, ja. Ganz... Das kannst gar nicht, ist schwierig zu beschreiben. Voll. Als ich so das erste Mal runtergegangen bin, ist das für mich immer so gewesen, da musst du lernen. Ja, aber jetzt den ganzen Tag dort ja, weißt du, für mich ist mehr als Sprache, wichtiger als Sprachlernen, als ich runtergegangen bin, ist für mich so das Verständnis von Humor, wie die miteinander umgehen und so. Mega, die anderen kennen mich seit 7 Jahren und die sagen mir immer noch Reni. Sagen mir einfach einen anderen Namen, weißt du. So. Oder die sagen mir einfach Radovan, fertig. Einfach Rade, ja, man. Der Gast ist Randy, irgendwie da Amerikaner, da bist dich, Rade, man. Mir kommt es immer so vor, als würden sich meine Cousins immer vorbereiten.
das ganze Jahr bis zum Sommer, dass wenn ich runtergehe, dass sie mich fertig machen. Ja. Den Roast am Schreiben, bevor dass du kommst. Und dann machen sie mich fertig, bis ich mich daran gewöhne, eine Woche, nach der zweiten Woche kann ich sie fertig machen und nachher gehe ich wieder zurück. Ja, genau, wenn du im Flow bist, ist wieder fertig. Und lachen sich, also wie gut ist das Albanisch? Merkt man, dass du da aufgewachsen bist? Nein, das merkt man schon. Ja, eben, und nachher, also bei mir Ja, braucht das auch 2-3 Tage, also auch dann, wenn es ein kompliziertes Thema ist, Ja, kannst du nicht total. vergleichen. Total. Und nachher machst du einen Fehler und du weißt Ja. Okay, sag jetzt, Ja, mach komm. dich fertig jetzt. Was, Mann. du kannst sogar aufstehen. Schau, was ich mache. Jesus am Kreuz, komm mal, was will mit mir. Bro. Genau so. Weißt du, mich pickt es auch jedes Mal immer wieder, wenn ich irgendein Wort benutze. Weil ich ja nicht meine Muttersprache. Ich habe es einfach so gelernt. Und mich pickt es auch immer wieder, wenn ich ein Wort sage auf Serbisch oder auf Kroatisch, kommen sie immer, Sati priča srpski, jetzt redest du Serbisch, ha? Weil hängen wir irgendwo so im kroatischen Teil, jetzt redest du Serbisch, ha? Und dann ist am Anfang, weißt du, bist so voll nervös mit dem Thema, weißt du? Ja, Ist ja. nicht so, dass du bist und so weißt, wie du mit dem reagierst und doch so, ey, es tut mir mega leid und so, du bist ein Loser und so. Dann geben wir alle so Ohrfeigen, weil du ein dummes Sieg hast. Musst du mit dem ein bisschen klarkommen. Ja, So. mega, In mega. dem Fall hat dich deine Familie sehr unterstützt von Anfang an. Mega, mega. Wo du mit Stand-up abgefangen nicht so irgendwie gesagt hast, hey, was machst du jetzt überhaupt? Nein, gar nicht. Das ist eben vor allem, weil der Approach immer so positiv war zu Kunst, Comedy, Musik, weil meine Eltern das eben vom Bücherlesen bis zu irgendwie Instrumentspielen und so ist immer ein Ding gewesen. Aber ich muss auch sagen, ich habe meine, sagen wir, ich habe mir es auch verdient in dem Sinn, dass meine Eltern sich keine Sorgen gemacht haben, weil ich das Studium halt voll durchgezogen habe. Und Das ist ich voll habe- fertig gemacht. Ja, ich habe sogar geschafft 4,5 Jahre als Jurist und hure schlecht. Nein. Arbeitgeber, ich bin ein guter Jurist. Für alle Freunde auf LinkedIn. Schlimmste Plattform, was es gibt. Also weißt du, darum, es ist jetzt nicht so gewesen, meine Eltern hätten schon anders reagiert, wenn ich mit 14 gesagt hätte, ey, ich brich Ja, die ja, Schule das ab ist- ja, und das ist bin was jetzt anderes, Comedian. ja, ja. Dann, du brichst gar nicht ab. Du hast immer noch sicher Standbein, wenn Genau, etwas wäre, genau. so kannst du immer noch. Nice start. Etwas kann ich immer machen und darum sind meine Eltern auch von Anfang an stark gewesen. Und ich habe das auch, ich sehe das aber mega so als ein Privileg. Also wie soll ich Total, sagen, ja. es ist nicht, ich habe jetzt Absolut. kein Anrecht darauf, dass Leute mir zuhören und ich jetzt auf ihrem Handy auftauchen muss oder Leute an meinen Auftritt kommen. Solange Total. ich gut bin und lustig, ist cool, wenn Leute kommen. Sobald ich anfange langweilig werde, hey, dann mache ich einen anderen Job. Also ich gebe nicht sofort auf, weißt du, ich Ja, meine, aber ich habe nicht den ja. Anspruch, dass ich das Leben lang das machen muss, ist mein Schicksal, ich bin Künstler, bla bla. Nein, wenn ich gut bin, dann kommen Leute. Wenn ich schlecht bin, dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Und darum habe ich auch unbedingt etwas anderes also fertig machen, studieren, Arbeitserfahrung sammeln, um nicht müssen abhängig zu sein. Weil wenn du nur das hast, musst du auch viel machen, was du nicht unbedingt willst. Und, ja. Machst du bewusst, also so jetzt gerade auf deinem Instagram-Profil hast du ja mehr, bewirbst du eigentlich mehr deine Videos von Stand-up und nicht eigene Witzvideos, weißt du, so wie der Tyranny oder Erik. Genau, und die so, habe ich so. gar nicht. Eben, Also- dann machst du ja eigentlich nicht so Sketches-mäßig. Du machst einfach deine Videos, wo du am Auftritt hast und postest Genau, die. also hätte der Tag 48 Stunden, würde ich das auch sehr gerne machen. Das ist auch eine Kunstform, wo aber so für mich etwas ganz anderes ist. Ich habe das Gefühl, das ist Fußball, ich spiele Basketball. Ja. Es ist wie verwandt. Schauspiel, ich finde viel mehr Schauspieler da, wo Genau, so. es ist mega miteinander verwandt, aber hey, um jetzt noch auf dem Level gut zu werden, also es braucht und umgekehrt, jemand, der Videos online macht, braucht auch wieder hure lang zum Stand-up ein bisschen sich daran anwagen. Darum sind es zwei verschiedene Sachen, wo ich gerne beides machen würde, aber meine grosse Leidenschaft ist live vor den Leuten sein, mit den Leuten improvisieren, Leute auf die Bühne holen. Du weißt nie genau, was passiert. Ja, ja. Und das habe ich eben mega, mega gerne. Das andere auch geil, aber im Moment Noch nicht. leider keine Zeit. Ja. Ja, kommt vielleicht Aber noch. ich finde es stark, dass du eine richtig beibehaltest, weißt du? Ja, total, Weil es ja, ist voll. momentan auch sehr viel, wo ein bisschen vielfältig unterwegs sind. Aber wenn du jetzt eine Richtung gehst, jetzt Stand-up-Comedy und in dem ein Profi wirst, wie Ja, du jetzt ja. auch mittlerweile sicher auch bist, dann wirst du auch sicher wertschätzt, also auch Ja, ernst ja. genommen. Im Gegensatz Ich bin ja, wo wir das erste Mal Kontakt hatten, da ist jetzt tue ich an, vorher, wenn ich sage, weißt du, komm, ich kann schauen mit dem Niki, weißt du, glaube ich. Ja, Ich so, weißt du, komm, er hat mir gesagt, also, er kommt, wo ich ihm gesagt habe, er kommt in den Podcast, also, ja, gehen wir schauen, in Unterägeri. Irgendwo, so ein Kaffee in Zug hin. Und muss schon noch sagen, ich habe schon mega Respekt vor dem, dass du, weißt du, wenn das jetzt, du schreibst deine Show, und du weißt ja nicht, ob 25-, 30-jährige junge Migranten kommen. Oder, Also ich weiss, dass die nicht kommen. Das ist Ja. alles, was ich vor weiss. allem in Unteräger. Ja, weil du hast dein Programm geschrieben und dann kommen, ob jetzt 60-jährige Schweizer Ja, kommen, absolut. Eidgenossen oder 25-jährige Dragans und Ja, ja. Schabans und wer auch immer. Und Meritons und so, Kollege, das ist schon ganz anderes
Ganz anderes Feeling. Ganz anderer Vibe, ja. Habe ich mega Respekt vor dem. Da ist mir erst im Fall dort bewusst worden, als ich live geschaut bin. Ich komme da rein und ich so, Alter, das sind alles, die sehen das wie meine Verwandten. Weißt du, ich so, Kollege, Alter, was läuft da rein? Ich so easy, zugelassen. Erste Minute, ich laufe rein, fickt er mich einfach an. Wir haben das noch nie gesehen. Ja, er kommt zu spät. Leute müssen aufstehen wegen ihm. Leute sind auch schon ein bisschen älter gewesen. Es geht verdammt lang, bis sie aufgestanden sind. Bro, und wie bist du angelegt gewesen? Erzähl das vielleicht mal. Ich komm rein, Trainingsanzug, ohne Real, über Real. Bei der Sadi, das sind 2 Bier in der Hand. Wie soll ich ihn nicht ansprechen, wenn er so ich lauf so rein und nachher so, ey, look, warum haben meine Landsleute einfach immer so aussehen? Sagt er auf Ich mich. habe nicht mal gewusst, wer er ist im Fall. Ich habe gewusst, du bist auch von dort irgendwo. Er hat nicht gewusst, dass ich der bin, wo wir Kontakt haben wegen Podcast. Und ich so, willst du mir sagen, das ist jetzt echt ein Zufall, Alter. Ich laufe dort rein mit 2 Bier, er so, look, der hat da 2 Bier. Und dann später sagt er so, wer kommt auf die Bühne? Komm, look, Randy, man, komm du, look. Und ich so, hey, ich kann jetzt auch nicht, den kann ich jetzt auch nicht bringen. das Story habe ich gesehen. Voll, ja, doch, den kann ich jetzt auch nicht bringen. Und du so, ey, look, sag, von wo bist du? Und ich so, ich kann jetzt nicht in Witz ficken, ich bin kein Jugo. Ich so, ich kann jetzt nicht sagen, du so weißt, von wo bist du, in Bosnien, von wo. Ich so, komm, look, Britschko, irgendetwas an. Ich so, komm von dort. Lauf ich auf die Bühne. Er so, Alter, du hast sogar Hosen, eine ganze Trainingssatz. Ja, ich habe nur den Oberteil. Gott, Alter, was bist du für ein Mensch, Alter? Ich bin das kaputt gelacht. Aber du hast nicht gesagt, dass du Schweizer bist, oder? Ja, Bro, er hat es live gesagt vor allem, ne? Das hast du so gesagt. Also warte, du bist nicht Jugo? Nein. Nein, er ist Schweizer. Ich bin Schweizer. Du hast nicht so gesagt, look, warum... Du so, Verarschst du mich jetzt? nein, du so, warum meine Landsleute immer so ausgesehen? Und ich so, ich kann jetzt nicht in Witz ficken vor 600 Leuten. Ich so, das tut mir ein bisschen leid, wenn ich das mache. Und noch ich so, hey, komm, ich so, in dem Fall, wie heisst ich so, Randy Radovan, irgendetwas, Alter. Guck, das ist wirklich Radovan, Mann. Nein, Bro, ich bin... Bro, und ich kann... App-Nöter, Bro. Darum sage ich, ich sehe nicht wie meine Verwandten. Darum habe ich das nicht gemeint, Alter. Aber witzig, dass du so reagierst. Krass, Mann. Okay, also, wow. Was denkst Und drum, schau jetzt- dieser Podcast so gut? Ja, aber ja, einer muss ja pünktlich sein da, Mann. Ja, und ich bin aber spät gekommen. Aber du hast die Sprache gelernt. Pa da, ja pričam hrvatski ako Nein, aber jebat, das Bilder. Stvarno? Also, wenn er mich verarscht, macht er das Nein, gut. Ich glaub's dir jetzt einfach. Ich glaub's dir jetzt einfach Dankeschön, 100%. Dankeschön. Und wie hast du es gelernt? Bro, Angst vor meinem Schwiegervater. Ah, gut. drei Wochen. Nein, Bro, mit ja, Interesse. Sehr sprachbegabt. Meine Frau ist wie du, Vater, also halb, kroatisch, Ja. serbisch. Und ich habe gewusst, die Familie hasst sich sowieso gegenseitig, Ja, ja, oder? Nur schon wegen dem, dann kann ich dich noch kommen und jetzt da auch noch 3 schießen. Ja, ja. Dann ist einfach, niemand schaut auf dich. Ja, genau. Und mich jetzt angeschissen, weil ich habe gewusst, wir gehen viel sicher runter und so. Und auch Respekt vor ihrer Kultur, habe ich gesagt, komm, ich gebe mir mal Mühe. Und dann irgendwann... Massiver Ich kann immer noch kein Deutsch. Spaß. Sorry, ich weiss, das geht zu weit. Ja, das ist Zurückgezogen, ich weiss genau. Trotzdem witzig. Wiesgewurt. Verdient, schau da, verdient. Er hat deine Ehre gerettet. Auf jeden Fall, ja. Und nachher ich so, ja, mehr so am Anfang so ein bisschen gelernt, so mit Kollegen und so, mit so Milekitic, Djogani und so. Ja, Brate, du kannst nicht Ja, lernen. Leute lernen Deutsch mit Brate, Goethe und so. Und Ja, Brate, du kannst ja nicht lernen. Kilo durch Kilo durch. Du kannst ja nicht lernen mit Ja. Jalan Buba. Du musst ja mit deinen alten. Nicht unmöglich, aber ich weiss. Wie willst du das? Ja, und dann so habe ich es halt gelernt, und irgendwann besser. Und mittlerweile ist es so gut, dass es Jugo nicht checkt, dass ich kein Jugo mit mir rede. Ja, vor allem, es ist halt auch, also weißt du, auch Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind und genetisch von dort sind, reden auch nicht immer perfekt. Das ist ja voll easy. Wir denken einmal viel, sagen so, Patis malo zaboravio, znaš. Das größte Kompliment, das du bekommen hast, ist Ja, total. Am Anfang habe ich gedacht, ich so, Alter, hey, Fresse, weißt du, fick mich nicht. Nachher, Alter, eigentlich heisst das ja, ich kann es so gut, dass du einfach Eben, ja. hässig bist auf mich, dass ich, weißt du, so quasi, du hast es ein bisschen vergessen, weißt du, so, wie wenn jetzt, du bist da aufgewachsen und die Muttersprache schon Albanisch, aber nachher gehst du ab und du hast ein paar Fehler. Ja. So rede ich so ein bisschen. Eben, das ist viel besser, als wenn die Leute sagen, oh, du redest ja mega gut. Ja, das heisst, du voll. redest noch nicht so gut wie Total, die Muttersprache kann, ja, total. So Ja, krass. voll so. Und darum habe ich den Witz nicht immer ficken. Ja. Und, darum, Merci, und nach dem Ding habe ich so gedacht, ich so, ist jetzt auch komisch. Geiles Sieg, Mann. Ja, wirklich. Er weiß, wie Comedy funktioniert. Und noch habe ich so gedacht, weißt du, gerade so noch. Dankeschön. Und dann, ich denke, gerade so nach der Show ist jetzt auch ein bisschen weird, wenn du jetzt gerade so 15 Minuten eben sind wir da mit interagieren, ist jetzt auch komisch, wenn ich dir jetzt sage, Darum wartest du, bis eine Kamera läuft, dass du mich richtig ja, auseinander total, nimmst. das ist total. Darum haben wir am Schreiben gewesen, Jesse, wo hast du da immer Bre? Ja, ich bin aufs Insta, um mich ein bisschen informieren über euch, weißt du. Und du so Randy Angelo, weißt du, da für ein Jugo? Nein, so schöne Bilder, Kunst und so. Du so Rebic-Trikot. Ich so, der ist 1.000.000% von unten. So geil. Ich weiß auch nicht, was ich mit so Aussagen machen soll. Du bist einmal traurig, weißt du, wenn Leute, die du einmal denken, du lebst schon da irgendwo, gell? Und dann denke ich mir so, Alter,
Weißt du, wenn Wie meinst du? Bro, wenn es irgendwie in Seljag, weißt du, einer von einem tiefen Dorf, vom Ja, ja. Wald, irgendwo, wo eine Lampe schon ein Wunderwerk ist in diesem Dorf, kein Laden, und die so sagen, weißt du, von welchem Dorf bist du? Und dann denke ich einmal so, Alter, du denkst einfach, ich bin verdammt. Nein, das ist das grösste Kompliment, Mann. Also ich habe das Gefühl, es ist so geil. Ja, das ist schon witzig, ja. Was mich manchmal stresst, oder was ich jetzt ein bisschen bemerkt habe, ist, jetzt, wo ich habe wieder angefangen, viele Videos aufzuladen und dann habe ich so über ein Video, Videoschnur halt so irgendetwas, wenn du vom Balkan bist, bla bla bla. Und ich rede jetzt einfach so, wie ich rede jetzt nicht, ich finde, ich habe jetzt einen mega harten Balkan-Akzent. Und Leute sagen dann einfach so, du bist gar kein Balkaner, was hast du das Gefühl? Und so, weißt du, so richtig, so... Bitch, die Material. Komm hier, Balkan. Weißt du, ich so, Ja, voll. Weißt du, was du erwartest, dass du so redest? Ich bin hier in Zürich und so. Weißt du, so reden, Bro? so, Kollege, also, wir sind nicht gerade gestern gekommen. Lern mal. Und auch nichts dagegen, wenn Leute einen Akzent haben und so weiter. Total, ja. Voll Ja. easy. Aber jetzt so wie du redest. Aber mich stresst das einfach, dass das so, es gibt, für gewisse Leute hast du so eine Balkan-Blaupause, also so muss es sein. Ja. Und wenn du nur ein bisschen von dem abweichst, fängt man da so an deine Ursprünge in Frage zu stellen. Ja, und total, ja. Weißt du, so, ey, beruhige dich mal. Es gibt auch KV-Ausländer, es gibt auch studierte Jugos-Albaner, was auch immer. Wenig, aber es Und- gibt. Mittlerweile in Sobald dieser man- Generation. Total, ja. Das ist Diplom genau von Tunen, weißt du? Können wir das akzeptieren? Das ist genau, das hat ja letztes Mal der Dario auch erzählt. Der Dario Kars, der die Autos anhalten, ey, was machen sie Profis ja, und so. ja. Er hat auch erzählt, also bei ihm kommentieren Leute unter dem Video, ich finde dich chillig und so, aber du bist zu schweizerisch, du bist voll kein Italo. Und der so, man, weißt du, ganz so, so erzählt, er so, man, was kein Italiener, man will ich Dialekt und so, man, Und andererseits sollst du dich nicht darüber aufregen. Ja, Also, voll, weißt du, voll, es ist voll. wirklich egal. Aber es ist, für mich ist das ein bisschen befreiend gewesen, dass ich einfach ich selber sein auf der Total, Bühne, ja, weißt, glaube ich, die, das sofort, ja. die Sachen thematisieren, aber einfach so auf meine Art und Weise. Und wenn das irgendjemand stört, dann ist auch easy. Aber weil ich Zahl Ticket und Gang heim. Ja, Schon aber ja, gut. genau. Hast du Karte gekauft? Okay, dann darfst du. Aber es gibt einfach viele Leute von unten, von oben, von überall, die einfach da voll angekommen sind. Und als Jugendlicher hast du dir vielleicht noch ein bisschen Mühe gegeben und so probiert, ein bisschen krasser zu tun, als du bist. Ja, und keine Ahnung, eben so im... kommst du an so eine Comedy-Show im Real Madrid-Trikot oben und unten und mit 2 Bier reinlaufen. Weißt du, die Zeiten sind... Mit 30 immer noch ab. Ja, ich wir müssen zusammenreißen, um nicht in den Trainer zu kommen. Aber so ein bisschen, es gibt ein Spektrum an Ausländern und du kannst total, drauf sein, ja, wo du Lust total. hast. Und schlussendlich, also ich bin auch Schweizer und ich bin auch stolz drauf und der Rest ist mir auch, also weißt, ich muss mich niemandem beweisen. Und Ist eben das, nicht nachdem ich 10 rechtfertigt, Minuten oder so. mich gerechtfertigt habe, sage ich jetzt, ich muss mich niemandem rechtfertigen. Aber weißt, ich finde halt das, weil ich habe zwar lieber, weißt du, wenn jemand sagt, so, ey, ich habe das und das nicht gerne oder ich habe keine, ich habe Albaner nicht gerne oder was auch immer. Alter, ich habe mehr Respekt sogar von dem, wenn du es wenigstens sagst, weißt, wenn du es nicht hinter dem Rücken sagst oder wenn du sagst, ey, ich kann mit denen und denen nicht. Bro, ich finde deine Einstellung hängen geblieben, aber wenigstens bist ehrlich. Halt. Weißt du, ich hasse das, finde das so viel schlimmer. Hinten rum, wenn du sagst, ey, ich finde den voll der Vogel und so, nach kommst du da. Ja, aber auch mit vorne dir durch, also vor so Leuten habe ich wirklich, weißt du, ich kann nicht gut mit denen. Ich Das ist ich so- sag nicht, ich weiß, dass du es gute nicht Leute. gesagt hast. Aber, Ich sage nicht, ich befürworte das. Ja, ja, ich sag klar, nur, klar. Ich habe mehr Respekt vor dir, wenn du wenigstens deine Meinung Ja, ja, so ehrlich, ja. kannst, ehrlich kannst sagen. Weil wenn es dann konsumiert der Content von dir nicht. Ja, oder? ja, ja, Aber voll, dann voll. Fresse halt und verpiss dich. Ja, oder? ja. Los nicht. Ja, ich habe einfach das Ding immer so als halb Serb, halb Kroatisch. Ist oft so, dass du halt also je nachdem in welcher Gruppe ich bin, habe ich das Gefühl, ich muss die anderen verteidigen. Weißt du, Ja, wenn jetzt ja, irgendwie total, mit ja, 10 Kroaten total. bist, du musst immer schauen, dass es jetzt nicht irgendwie was ist gesagt? Also, weißt du, nicht gerade so, aber und wenn du mit 10 Serben bist, dann bist du so, ja, also, wie ist das nochmal genau gewesen? Also, weißt du, dann, du bist immer der Anwalt, also ich bin immer der Anwalt ja, von du- denen, die weniger sind. Und zum Teil habe ich auch erlebt, dass du schmeckst gewisse Leute an, schau, Die politische Einstellung. ja, so. Ja, Ey, du bist doch aus Kroatien. Und sobald ich Ja sage, weiss ich, dass jetzt irgendetwas kommt, wo Ja. mega nationalistisch sein wird. Ja, Und ja. Zum Teil dann das sage ich auch oft, ja, ich bin Serb und dann noch Kroat. Weißt du, das ist so. Schau, ich weiss, Bruder, du wirst jetzt einen nationalistischen Rant machen, aber bevor das jetzt anfängt... Ich schütze dich. mit Genau, dem. ich schütze dich, ich Ja, schütze uns, ich ja, schütze dass wir unser keine kleines Szene haben Gespräch. und so. Weil ich kann auch nicht jeden Tag nerven, um mich... Schau jetzt. Wie die Frau, die letztes Mal erzählt hat, dass eine Mitarbeiterin an einem Event war, an einem Comedy-Event, wo du auftreten bist. Ah, wirklich? Irgendein albanisches Event, irgendetwas war und du bist nicht auftreten. Was? Darum bin ich nicht so gut angekommen. Ich weiß nicht mehr, das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht mehr, was Ja. für ein Event war, aber auf jeden Fall sind alles Albaner dort gewesen, irgendein Sänger oder so, kann ich, vor einem Monat oder so, 2-3 Wochen vielleicht. Auf jeden Fall sagt sie mir eine Frau, so meine Frau zum erzählt. Er kommt auf die Bühne, alles Albaner in der Audienz, oder? Und dann sehen sie, Sven Ivanic tritt auf. Und er kommt auf die Bühne und sagt einfach, hey, keine Angst, ich bin kein Serb. Ich
Irgend so etwas hast du gesagt. Ich bin halt Kroat oder so irgendetwas. Irgend so etwas hast du gesagt. Hey, das hat mir von Anfang bis vorne gar nicht im Fall. Ich sehe doch einfach aus wie ein anderer Comedian, Mann. Wer Ne? ist das? Nein, sie haben gesagt, Sveni Badic. Okay, das ist schon einfach voll der Name, ja. Boah, ich muss dich doch fragen, Ja. ich tu doch abchecken, wo das war. Ich schick's dir doch. Also, aber ist es mit dem Mihailo, wo man noch mit der Harmonika gekommen ist? Ja, nicht so, ich bin ja nicht dort. Gewesen. Ich bin nicht an deinem Event. Gewesen. Ey, glaub mir, ich habe keine Ich check's doch ab, ich Ja. frage sie nachher. Ich sag auch nicht davon, dass sie vor einer Beleidigung ist, von dem alles Nein, gut. hör auf, nein, ich hab gewusst. Eine geile Liste, ist eine geile Liste. Also, weißt du, so. Nein, das sind aber nicht unbedingt... Das ist irgendwie so etwas. Ich weiß nicht mehr, ich habe den Joke nicht mehr nachgeschaut. Er ist ja halb Ja, aber ich würde es ja nicht unbedingt... Ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast. Also ich habe schon einen Joke darüber, dass ich halb bin und der einzige Unterschied ist eben, wenn wir Weihnachten feiern, dass das immer das Problem ist, entweder im Dezember oder im Januar, dass wir am Schluss immer im Januar gefeiert haben, wegen dem Ausverkauf vom Mediamarkt, wo erst im Januar angefangen hat. Aber das ist so der einzige Joke und sonst, ja keine Ahnung, frag sie nochmal. Ich check's doch ab. Ja, Aber du interagierst schon recht viel mit den Zuschauern. mega, das ist für mich ist mega geil. wichtig, weil es ist, also, es ist auch sonst cool, aber wenn ich sehe, dass Leute in der ersten Reihe sitzen, die Lust haben, oder mit 2 Bier laufen, dann also wirklich ein wichtiger, ein grosser Teil von meiner Show ist das Improvisieren. Und Ja, da hast du, wie du total. gesagt hast du, keine Ahnung, junge Sekundos bis ältere Schweizer oder umgekehrt, das ist scheißegal. Und ich schaffe es meistens, also nicht jedes Mal, manchmal ist es auch hure schwierig, aber ich schaffe es meistens, so eine Connection herzustellen, dass es die Leute... Hast du eine schlechte Erfahrung? Ja, sicher. Also ohne, dass du auf die Fresse gehst, kannst du den Job nicht machen. Also, Weißt du, bei den Schweizerischen denke ich schon ein bisschen manchmal schon Also schwierig. ne? wie läuft das auch mit, jetzt geht es um die Fresse gehen, du schon mal dein Programm, das du machst? Du sollst erst schreiben, Ja. irgendwo deiner Familie, Kollegen präsentieren oder ja, schreibst du du und hast- ich glaube, mir scheiße. Nein, du hast sogenannte Open Stages, also Ja. offene Bühnen, wo du dich anmelden kannst und dann hast du 5 Minuten Zeit, um deine Jokes zu testen und so entsteht eigentlich mein Programm. Also ich schreibe schon. 5 Minuten, von denen sind 4 Minuten Müll Ja. und 1 Minute ist vielleicht easy zum Weiterschaffen. Und so Ja. kann ich so machst du Step by Step. Genau, jede Woche geil. gehe ich wieder ganz neues Zeug testen, wenn ich am Schreiben bin. Und das ist hure schwierig, weil du bist genau wieder bei Null. Also hättest krass, ja. fast nie Comedy gemacht. Ja. Und du musst dich voll darauf vertrauen, dass es easy ist und du musst mit dem leben, dass du Witze erzählst, die nicht lustig sind. Weil du kannst nicht anders, du musst es testen. Und dann ist es wirklich langsam baust du etwas auf. Ja. Und in der Zwischenzeit erlebst du halt hure lustiges Zeug, weil die Open Mics sind nicht immer nur schöne Comedy-Club. Es ist... also es ist wirklich so das Leben. Es ist, wie soll ich sagen, also ich sehe Zeug, wo ich nie... Letzte Woche bin ich in der Langstrasse gewesen und auch Comedy machen. Nein, es gibt ein Open Mic, es gibt mehrere Open Mics in der Langstrasse. Und eins war, und da müsst ihr unbedingt mal an einen Konfetti-Klatsch. Ja. Und das Prinzip von dem Open Mic ist, die Hälfte sind Comedians und die andere Hälfte sind Drag Queens. Also Männer, die sich als Frau anlegen oder auch, ich glaube, es gibt auch das Umgekehrte und dann mit Perücken und so mega flamboyant und so mega wild einfach eine Performance machen. Und ich bin da drin, ich habe das schon im Fernsehen irgendwann mal gesehen oder auch sonst mal, aber das ist so ganz eine andere Welt gewesen, man. Also so richtig crazy gegangen. Dann sehe ich so, alle sind irgendwie 2 Meter groß, weil es Männer sind mit 30 cm Absatz. Ich schaue alle so an, ist das ein Basketballteam oder eine Drag Queen Show? Und so ein riesen Bär mit so einem Bart und so weiter. Ich denke so, das ist vielleicht so ein... Der hat mega so ausgesehen, als wäre er von London oder Paris, weißt du, da eingeflogen und dann kommt er so, ich muss im Berner Oberland auch. Du erlebst so viele lustige, schöne Sachen und dann bin ich auch dort mein Material testen und das Lustige war, dort hast du alles dürfen. Ich habe mega Angst gehabt, dass ich dort vielleicht irgendwie aufpassen muss, wie ich... Politisch. Genau. Witze, okay, Ich ja. habe gemerkt, denen ist es wirklich so, hey, je härter, je gemeiner, Ja, desto ja, besser ja. und so weiter. Voll drin. Dann trittst du dort auf, dann bist du irgendwann mal, weiss auch nicht, in einem Coiffeurladen, dann bist du mal in einer anderen Bar in der Langstrasse, dann bist du, keine Ahnung, überall in der Schweiz, überall trittst du auf, manchmal interessiert es kein Mensch. Leute sind am Pizza essen und sagen, bist mal ruhig, ich will ein Date, hör auf stören und so weiter. Bist du geschützt, wenn du auf der Bühne bist? Weißt du, so vielleicht rechtlich, dass wenn du mir etwas sagst? Nein, oder gar so. nicht. Nein. Also ich habe keinen... ich könnte mich Gut, der ist Jurist. Ich weiß es Ja, auch nicht, aber gute eben. Frage, Bruder, ich weiß es nicht. Nein, also ich darf jetzt da nicht wegen dem mehr Leute beleidigen. Also ich könnte es irgendwie probieren, so zu verkaufen, als wäre das irgendwelche... Kunst oder so. ja, dass Satire, das, genau, dass es vielleicht eher ironisch gemeint war oder als Stilmittel oder so, aber ich kann nicht einfach das Mikrofon nehmen und einfach anfangen, Leute zu beleidigen. Weiss auch nicht. Nein, Findest du das ein geht guter nicht. Start in die Comedy-Welt? So mit Open Mics und so anfangen? Wenn du Stand-up-Comedy machen willst vor Live-Publikum, dann ist das der einzige Weg. Also alles andere ist, das ist ja das, was du machst. Also Ja. darum fang mit dem an. Aber Schreiben am Anfang
paar Jokes, die du okay findest. Du kannst es nur lernen, wenn du es probierst. Und es braucht mega Mut. Ich habe ein Jahr lang mich nicht getraut, wirklich an meinen allerersten Auftritt zu gehen. Ich war so nervös vorher. Ich bin 5-mal aufs WC und dann bin ich so mit zittriger Stimme schnell meine Jokes erzählt. Wirklich mehr als die Hälfte war schlecht gewesen, aber so 1-2% war easy gewesen und das hat mich motiviert, um bis heute weitermachen. Ja. Wie hast du die Idee? Wie improvisierst du? Ich probiere recht, jetzt habe ich neu angefangen beim Autofahren mit mir selber reden. Also ich lasse so das Aufnahmegerät laufen und vorher vielleicht, weiß ich nicht, Zeitschrift lesen, Buch lesen, irgendeinen Film schauen, irgendetwas und dann tue ich einfach random mir lustige, oder einfach mit mir selber probieren reden, so 15 Minuten, 30 Minuten, ja. Dann komme ich heim, habe das so gesammelt, höre es nochmal ab, tue eine Idee ergänzen und probiere das in Witz zu verwandeln. Und so ein bisschen Brainstorming-mäßig genau. Mit dir selber. Ja, voll. Und ich bin halt jemand, der ich muss das regelmäßig machen. Also ich habe erst gute Ideen, wenn ich wirklich jeden Tag praktisch ansitze und mich die ganze Zeit mit dem auseinandersetze. Es ist nie so, ich mache etwas ganz anderes und dann habe ich eine Idee. Es ist immer so, ich mache schon etwas ganz anderes und habe eine Idee dann, aber das ist, weil ich vorher 5 Stunden an das gedacht habe oder eine halbe Stunde oder was auch immer. Also es ist wie Training für mich. Aber jeder Künstler und Künstlerin hat einen anderen Approach, habe ich das Gefühl. Geil. Aber für mich ist es wie Training. Also, wie viele Shows hast du gehabt? Zahlte Shows mit Verträgen und so weiter. Bin 3. 2 Jahre. Bald kommt die 3. in Luzern. Nein, bin ich bei 526. So zahlte Shows? Ja, aber tschüss, also fetter Applaus noch. Tschüss. Krass. Das ist aber ohne Open Mics, ohne Fernsehshows. Das ist wirklich so, ich vor Leuten. Für Leute haben das Ticket gezahlt, um dir zuzuschauen. Und da ist alles dabei. Also von Solo-Shows im Kaufleuten, also weißt du, so ein bisschen edler ist, wo die Leute nur wegen mir kommen, bis irgendwelche Corporate-Events im Wallis, wo kein Mensch auf mich gewartet hat und die nachher noch... Wo dich kein Mensch versteht. Ja, wirklich. Und nachher kommt noch der DJ von der Hochzeit, der DJ Walter, und wo dass du Schnupftabak mit ihm konsumierst. Geil. Das ist so einfach so Zeug, man. Vor dem Militär bin ich auftreten, vor Grümpelturnier, Freiwillige Feuerwehr, Altersheim, Kindergeburtstag, Schule. Es gibt fast nichts, wo Fühlst du dich irgendwann so ein bisschen, ich habe es erreicht als Comedian? Ich nicht, nein. Also ich habe das Gefühl... Also weißt du, wenn das erste Mal ein Event ist, wo Leute für dich zahlen oder so, wie kann man sich das Feeling vorstellen? Es ist schon so ein mega Meilenstein gewesen, aber du musst so im Moment sein und das Risiko, auch dass du als mega gestandener Comedian, also als Vollprofi aus den USA, die erzählen auch immer, die sind nachher so Corporate Gigs, also Firmen feiern und haben voll abgehakt. Also das Risiko, dass du als Comedian wirklich einen schlechten Auftritt hast du auch nach 30 Jahren Erfahrung immer noch. Darum ist das etwas, wo mich mega... wie soll ich sagen, nicht bremst, aber ich habe immer noch hohen Respekt vor dem. Es lässt dich humble bleiben. Genau. Und ich kann, es klingt jetzt so, als hätte ich mega viele Gründe zum Abheben. Ich bin trotzdem mit einem gebrauchten Golf da gefahren. Es ist nicht nur das, aber brutale Felgen, Jungs. Radkappe. Es ist so, auch wenn du es mit anderen Kunstformen vergleichst, ich trete auch oft bist du auch mit Musikern im Backstage und siehst, sie machen den ersten Teil und du kommst nachher. Und bei ihnen ist es zum Beispiel anders, wenn sie eine schlechte Show haben, ist es weniger klar, dass es schlecht ist. Also klar, wenn jetzt jemand mega schlecht Giga spielt, checken das schon alle, aber wenn du 2-3 Fehler machst, du musst nicht nach allen 10 Sekunden ein Feedback haben. Und bei mir ist halt so, wenn ich eine Minute lang keinen lustigen Witz mache, dann merkst du, wie Leute anfangen zu reden, wie niemand mit zulässt, wie es unangenehm wird. Ja, und genau, du musst die Pause trotzdem wirken lassen. Du erzählst den Joke und dann musst du so... Und dann ist es still. Und so, shit, einfach so. Und du denkst, das wäre ein geiler Witz gewesen, Mann. Du denkst auch, Kollege, fail. Also das sind so die Momente, wo es aber auch mega ausmachen. Und da muss ich auch noch schnell sagen, viele haben das Gefühl, dass in der Schweiz vielleicht nicht der Humor so ein bisschen zurückhaltend ist, was manchmal schon der Fall ist, aber die kränksten Auftritte habe ich wirklich bei so Bauernfest gehabt. Also wirklich so irgendwo, tiefste Ostschweiz, irgendwo Kanton, was auch immer, egal. Wo einfach so, wo sich alle kennen, das ganze Dorf ist dort. Und dann nimmst du so, verwutschst der eine lustig aus dem Dorf und mit ihm fängst du an zu schnurren und das ganze Zelt, also wirklich Zelt, weißt du, ist am Eskalieren und hat es lustig. Und sie merken auch, okay, also zuerst kommst du Zürcher, arrogant, bla bla bla, und dann merken sie, dass du dich nicht selber nicht so ernst nimmst. Und dann ist es Eisbruch. Und also eben, glaube ich sofort, ja. Turnverein. Grüß genug an den Turnverein Muri. Also dort, als Aargauer, ja. Zürcher, sorry. Ja, aber ich bin an der Grenze aufgewachsen. Also. Okay, gut. Und ich habe den Handstand gemacht auf der Bühne, ich habe dort mit den Leuten rumgeturnt.
also es ist wirklich, genau, und Musikverein Pfaffenau, auch ganz liebe Grüße. Die habe ich übernachtet, weil ich das kaputtes Knie hatte und nicht heimfahren konnte. Und ich bin noch nie so betrunken aufgewacht im Fall. Also die Geil. hat so Im reingeklärt. Pfaffenau, Alter. Ja, Pfaffen im Pfaffenau. genau, das klingt wie so. Mach wie ein schlechter Witz. Mach Pfaffen im Pfaffenau auf Knie kaputt, check Leben nicht mehr. Das klingt wie Porno. Hast One du- Night in Pfaffenau. Onlyfans. Hast du so einen Favorite-Witz, wo du immer wieder erzählst oder sagst so, boah, wenn Das ist ein Go-To. Wenn es schlecht läuft, dann bringe ich den und die lachen schon. Ich habe schon, ich habe schon immer so ein fixes Programm und weiche von dem einfach ab zum Improvisieren, aber ich habe dann irgendwie das Lied auch mit der Gitarre, dann so ein bisschen das Quiz und so weiter. Ja. Weil ich habe gemerkt, du hast die Leute mega ab, wenn du auch Interagierst, Comedy ja. machst mit ein bisschen Musik und so weiter. Nice. Aber das habe ich alles auf die harte Tour gelernt. Also Bist du auch ich bin- musikalisch? Oder? Ja, also ich bin jetzt kein trainierter Sänger oder so etwas, aber ein bisschen Rhythmusgefühl und so. so das besoffene habe ich- Kafana, Ja, ja, 3 ja, Uhr morgens. das- Das erzähl mir, Gott. Für Faceclub lange jetzt glaube So, dort habe ich übrigens meine Frau kennengelernt. Mit San Lukas Konzert. So Oscars. Wahrscheinlich haben wir das schon mal gesehen. Wahrscheinlich dort besoffen mal geschlägert. Das ist meine Lounge. Neben dem WC. Das ist der schlechteste Platz. Geil. Nein, ich liebe Musik. Also Geil. Musik ist immer so ein Teil von meiner Show. Und ich habe das wirklich gelernt. Ich bin einmal in Surselva, das ist so ein Teil von Graubünden. Und dort hat so ein Event gegeben. Also kannst du, schon, du weißt, wie richtig das geht. Die Show oder der Abend war so ein Kulturanlass, wo Leute ein Ticket kaufen und sie gehen in eine Bar, also in so eine Beiz. Und sie wissen halt nicht, wer dort ist. Und du hast 20 Künstler und die werden zuteilt. Also du kaufst dir ein Überraschungsticket. Und die Leute haben erwartet, dass, also meistens sind es Jodler oder die sicher, die die Löffel spielen, weißt du, die Alphornbläser, vielleicht Poetry Slam, das ist so ein bisschen, und dann komme halt ich mit so Jugo-Jokes, Mann. Ich war dort noch ganz am Anfang von der Karriere gewesen. Ich habe vielleicht 10 Minuten Material gehabt, weißt du, wenn das nicht verhebt, dann ich habe nichts anderes. Dann fangst du Und dann mit so, einmal am Schieben. Was ist das hinter deinem Ohr? Eine Münze? Waffe. Hör auf, klauen, du Ausländer! Hey, und ich komme in den Raum rein und es ist kein normaler Raum, es ist so V-förmig. Also da ist so wie ein Tunnel mit Leuten, da nichts, Wand und da wieder Leute. Das heisst, du musst anfangen, den Witz zu erzählen und wie so ein Ventilator. Du hast da durch. Das ist einer der schlimmsten Auftritte in meinem Leben gewesen. Und dann habe ich angefangen mit dem ersten Typ reden in der ersten Reihe zum ersten Mal. So, wie heisst es? Ich bin Hans-Peter und du. Und ich so, okay, ein bisschen geschnurrt. Und dann habe ich angefangen, okay, nächstes Mal komme ich mit Gitarre, komme ich mit Crowdwork, mit Reden. etwas läuft. Genau, dass ich sie ein bisschen abholen kann. Ja. Und das hat mich, also all die Momente, wo ich gedacht habe, wieso tue ich mir das an, haben mich halt besser werden lassen. Absolut stärker. Vor allem, ich verstehe, weißt du, wenn du fährst dann nur weit, fährst 1,5 Stunden, verkackst mal. Gehst du 3,5 Jahre heimfahren, dort ich dieses Diktiergerät gehabt. Wenn ich heimfahre, dann mache ich fix nicht mehr. Ficke der. Ich habe nicht so viel Energie gehabt. Ich so, ja, vielleicht ist echt der Punkt gekommen zum Aufgeben. Wie der Jurist wieder Bewerbung, ich melde mich wieder bei Ihnen. Kann man alte Arbeitgeber wieder anschauen. Und ist mein Mail noch aktiv? Vor allem süchtig sicher so grün, nicht wie Ja, nicht ja, gelaufen. Ich sehe noch nie mehr und so gehen alle heim und so da, Mann. Und auch 2 Wochen später, hey, wie bereits erwähnt, ich habe vermisst, ich sehe. Aber weißt du, finde ich eben auch nice, jetzt in dieser Kombination, wir haben eigentlich alles Doppelleben. Du hast ja Jurist und Comedian gemacht. Ja. Du bist ja jahrelang Logistiker gewesen und hast das so parallel gemacht. Du bist Jugend und Schweizer. Sorry, das ist voll aufgebaut, sorry. Das ist aber das ist nicht das erste Mal, wo ich so Sachen höre. Vor allem mit so einem Kopfhalter. Erklär dich mal, wenn du aussiehst, dass du bist mit 18 bei der Polizist. Ich Banker und so im Podcast das Zeug so mache jetzt auch nicht gerade so. Ja, okay. Ja. Ich weiß gar nicht über euch, man. Ich habe nur Reels geschaut und dann nicht viel über euch erzählt. Ja, ich sehe einfach gut aus und der kannst du so gut aussehen lassen. So. Das ist lange, super Kombination. Ich kann meine Pickel wegnehmen, die grauen Haare Gut wegnehmen. editieren. Ich kann gut editieren. Ein paar Filter drauf, Mann. Ja, aber ich finde das, darum habe ich das vorher gemeint, weißt du, wenn du dich ernst genommen hast, dann hast du schon 2-3 Mal das Thema gehabt. Dann habe ich von dir vor allem mitgenommen, dass du dich selber musst ernst nehmen in dem zweiten Standbein, in, in deiner das, Passion. So, hast keine Mühe gehabt, gegen aussen auch sagen, ey,
Jungs, ich mach Comedy, weißt du, was sagst du deinen Kollegen, diese Kollegen, du bist gar nicht lustig. Weißt du, Ja, vor allem bin ich unter meinen Kollegen wirklich der unlustigste. lustig. Das hat der Fabio auch gesagt. Fabio Lander, genau das Gleiche. Also ich schwöre, ich bin der unlustigste von allen von meinen Kollegen. Ich habe das Gefühl, ich bin so der Bushido. Weißt du, ich meine, und meine Kollegen sind, So sind der Echo wirklich. und so, Ja. Oder halt der ganze Clan und so weiter. Und ich rap nur über das, was ich dort gesehen habe, aber selber. Geil, Alter, massiver Vergleich. Sveni, ich tu dich noch speichern, Bushido. Meine Arafat-Kollegen, Mann. Ja. Geil. Und nein, also eben am Anfang habe ich es wirklich auch nicht gesagt. Also jetzt es ist immer noch komisch, wenn mich jemand fragt, keine Ahnung, ich bin jetzt vor 2 Tagen am Basketballspielen gewesen, sind wir ein bisschen am Chillen gewesen, mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe, und dann kommt die Frage, ja, was machst du so? Also ja, Stand-up-Comedy. Also weißt, Ja, genau, in so Situationen. Weil ich wollte jetzt auch nicht lügen. Das ist mein Job und das mache ich. Und die Leute reagieren immer sehr positiv. Also das ist wirklich mega, mega geil. Auch, als ich noch gearbeitet habe als Jurist in gewissen Meetings, wo das rausgekommen ist, dass ich Comedian bin, niemand hat sich mehr für das Meeting interessiert. Alle haben angefangen, für ihren Lieblingscomedian zu erzählen. Und, weißt du, kennst du Hazelbrucker? Kennst du, weißt du, wirklich so alles. Und alles hat sich um das gedreht. Und das ist mega... Glaube ich total, Das ist ein Thema, das Leute mega positiv und cool finden. Also das ist geil, ja. Kann man gut leben in der Schweiz von dem? Ja, aber wenn es gut läuft, ja. Am Anfang ist es schwierig. Darum habe ich auch 4,5 Jahre das Doppelleben geführt und habe 60-80% gearbeitet und bin nachher wirklich immer auftreten in der ganzen Schweiz. Und das ist wirklich mega anstrengend gewesen. Massives Doppelleben, ja. Aber ja, also wenn es gut läuft, kannst du gut davon leben. Musst einfach so einen gewissen Massengeschmack treffen in dem Sinn. Also, Ja, das gesehen, wenn du zu krass bist oder zu hart, Zu nischig. genau, dann wirst du weniger gebucht für ZKB Firma 4 zum Beispiel. Wenn aber halt zu massentauglich bist, dann hätte ich auch niemand wirklich gern. Also es ist so, wenn es allen gefällt, gefällt es niemandem wirklich, und wenn du zu krass bist, dann gefällt es zu wenigen, damit du wirklich von dem leben kannst. Aber ja, wie war es bei dir gewesen? Bist du Vollzeit? Nein, bist du machst voll, schon lange? Das ist jetzt 2,5 Jahre. Aber ich habe das auch, ich habe 8 Jahre nebenbei das aufgebaut. Wann ist dein Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt... Das ist vor 2,5 Jahren gewesen. Ich habe bei der SSM als im Marketing, ich weiß nicht mal, was für Position ich richtig hatte, aber sie haben auch gesagt, sie brauchen jemanden, der Videograf ist. Ich schwöre, sie so, was willst du sein? Dann habe ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Ich schwöre, sie haben mir einfach die Position selber geschrieben. Im Großen und Ganzen haben sie mich aber eigentlich gepusht. Gesagt, du musst selbstständig werden. Und ich habe das nie so, weil ich habe immer gedacht, das ist recht schwer in der Schweiz. Weißt, von dem zu leben, weil auch von anderen Fotografen immer gehört habe. Ja. Sie gesagt, es ist schon schwer, weißt, weil das wird nicht so wertgeschätzt und drum und dran. Nachher haben sie mich eigentlich gepusht gehabt, bin ich in dieser Welt in der Finanzbranche plötzlich drin gewesen. Und die lebt ja eigentlich sehr viel von, ich will Erfolg haben, ich will weiter. So das Mindset, immer mehr Push und so. Ja. Und dann hat sich das ergeben, dann bin ich plötzlich selbstständig geworden und sie haben mir sogar geholfen. Sie sind vorher da drin gewesen. Die sind weggegangen und gesagt, hey, übernimm doch das. Nachher so, Ja, das Schicksal hätte alles- nicht mehr können schupfen. ja, alles total, voll ja. da. Und hast du manchmal Angst, dass... oder hat es sich bei dir manchmal dann angefühlt, weißt du, so, vorher war es ein Hobby gewesen, es hat alles Spaß gemacht, alles aus eigenem Antrieb. Und jetzt, wenn du musst, dass du vielleicht auch ein bisschen den Spaß daran verlierst manchmal. Gibt es das manchmal? Das war meine grösste Angst, gewesen, wo ich in die Selbstständigkeit gekommen bin. Dass ich den Spaß oder meine Passion verliere. Ja. Weil ich musste Aufträge entgegennehmen, auch, die Eben. mir auch nicht gefallen haben. Ja. Weißt du, aber plötzlich alles angenommen. Aber das war im Fall nie der Fall gewesen. Es ist, sobald ich die Kamera in der Hand hatte, war es ein ganzer Film gewesen. Cool. Mann. Und das seit dem Tag eigentlich bis jetzt ist es immer noch so. Ja, Natürlich gibt es Aufträge, die mir nicht gefallen, aber das ist... Podcast. Wow, du hast den fakeste Mensch, du lachst schon viel und ich habe das Gefühl, das ist eine richtig gute Zeit. Dann kommt er so heim, Alter, was für 2 Traurige, Mann. Nein, voll nicht. Ah, nicht dümmer als das. Der kämpft der größere Nase. Geil. Halb Mensch, halb Nase. Nein, wie sieht es bei dir aus so? Was hast du dir jetzt Plan zur Zukunft? Wie willst du weitergehen? Ich bin jetzt gerade mein neues Solo am Schreiben, das sollte nächstes Jahr rauskommen und darum bin ich jetzt wirklich überall mein Material am Testen. Geil. Und wirklich wieder bei Null angefangen. Also ein leeres Dokument, ein leeres Blatt Papier und da musst du alles wieder neu erfinden. Es macht mega Angst und es ist gleichzeitig hure befreiend und irgendwie gibt es ein bisschen Adrenalinkick. Ja. Du kannst alles wieder von neu machen und selber wieder bestimmen. Und also ich bin unterwegs mit der Tour, aber ich glaube, der Podcast kommt zu spät, um jetzt schamlos Werbung machen für den Luzern-Auftritt. Der wäre nächsten Mittwoch, 26.02. Aber dann ist es, glaube ich, zu spät. Sonst gibt es noch weitere Auftritte in Zürich, Nidau, Wo überall. Luzern? Luzern im Parterre.
Ah, Ja. okay. Also wenn ihr okay. Bock habt zum Vorbei... Wenn ist denn da? Aber, Nächsten Mittwoch, oder? Nächsten Mittwoch, ja. Oh, ist es eine VIP-Ladung? Ja, sicher. Ich mache für Rabatt nur 35 Stutz, ist gut. Bro, ich bin am Auftrittpunkt gewesen, es gibt kein VIP-Lounge gelaufen. Das stimmt leider. Ich wollte jetzt wohl etwas irgendwie Krasses zurückgeben, aber so... Ja, nein, du hast recht. Das gibt's nicht. Möchte gerne Jugo, kann man sagen. Was denkst du, was willst du so in 5 Jahren erreichen? Was ist so dein Ziel? So, hast du eine Vision, wo du sagst, so, ich als Sven will in 5 Jahren dort sein? Ich würde gerne einfach noch meine Community ausbauen, weil ich habe gemerkt, ich habe mich auf viele verschiedene Projekte konzentriert. Ich bin viel beim SRF gewesen, habe in 2 Shows gleichzeitig eine Rolle gespielt, Sendung des Monats und das war's. Plus dann noch Stand-up gemacht und mein Ziel ist, mich jetzt wirklich auf Stand-up konzentrieren und auch mehr online meine Videos ein bisschen schöner und besser zu präsentieren und dass es dann einfach Leute gibt, wo ich weiss, ich habe einen Auftritt und dann kommt so eine Fanbase, wo mich cool findet. Das wäre ja, also dass ich mich ein bisschen besser etabliere, das wäre eigentlich mein Ziel. Wenn ich weiss, easy, ich kann eine coole Community aufbauen, das wäre eigentlich mein Ziel. Ja. Vor allem auch geil, weißt du, ich habe mega Respekt, wenn Leute ihre Passion gefunden haben und das so durchziehen. Ja, ich meine, ist ja auch ein grosser Schritt von so einem sicheren Standbein wie Jurist, dass wegzugehen zu Comedian. Massiver Respekt für Ja, den. danke Ich vielmals. hoffe, die Passion bleibt. Ja, merci. Ja, es war mega organisch gewesen. Es war gar nicht so gewesen, weißt, es ist nicht so ein Sprung gewesen. Es ist mehr. Glaube ich auch, so wie es du es erzählst. kommen noch mehr Auftritte und noch mehr und jetzt muss ich anfangen Auftritte absagen, um können arbeiten. Dann ist es irgendwann einfach mal gewesen, ja, jetzt musst du probieren und So eine eigene Show ist nicht einmal so... so eine Late-Night-Show zum Beispiel, oder Ja. meinst wäre sicher auch cool, aber im Moment es gibt nichts Cooleres als Geil. die Leute zu sehen, weißt du, und nach dem Machst du Auftritt, nicht mehr, ja. nach dem Auftritt schnurren mit ihnen und es gibt auch mega herzige Begegnungen, weißt du, weil das war schon die Fußballshow, hat uns ein mega junges Publikum angezogen und das habe ich Steve Merson Vergleich vielleicht, aber das habe ich nicht gedacht, dass es ist irgendwie auch ein bisschen traurig für mich, weil ich schreibe so ganz ernst Jokes und nachher alle so, mein 11-jähriger Sohn findet den Humor lustig, so okay, Alter. Ich habe das ernst gemeint und nicht so für Kinder. Geil. Aber ich habe das Gefühl, ja, es ist halt wie es ist. Manchmal bist du halt ein bisschen kindisch. Und das Coole ist halt, dann hast du auch wirklich, ich habe jetzt, je länger je mehr, sehe ich so Eltern, die mit ihren Kindern Auftritt kommen. Ja. Und dann sehe ich, keine Ahnung, so ein 13-, 14-Jähriger, der so dort im Publikum sitzt und sich kaputt lacht über so richtige Jokes. Und ich denke mir so, ey, wow, das ist ja mega schön, wenn das für die Person vielleicht so ein prägender Moment ist wie für mich, wo ich mit meinem Vater Jackass geschaut habe und gesagt habe, hey, ich will auch in die Richtung. Das gibt, glaube ich, nichts Schöneres als das. Der Kleine fängt voll an lachen, du hast gar noch nicht gesagt. Das ist deine Nase. Ja, das ist auch so ein Punkt, wenn Leute anfangen im falschen Moment zu lachen, offenbaren sie mega so eine andere Seite. Also ich habe so einen Joke, wo ich sage, dass zum Beispiel Nationalität nichts zu tun hat mit darüber, ob jemand straffällig wird oder nicht. Also dass das nicht direkt einen Zusammenhang hat. Und dann wo die weiterverzählen und der Joe, einer lacht sich dort schon kaputt. Ich so, Bruder, das ist ein super rassistisches Lachen und jetzt lachst. Lach später. Und vielleicht hat er den Witz von vor 10 Minuten noch nicht erst jetzt gecheckt. Ja. Schön, dass du ihn verteidigst. Das ist so. Jurist, weißt du. Ihm ist scheißegal gesehen, schaut mich ins Gesicht an und lacht weiter an. Oder weißt du, oder zum Beispiel ein Joke ist so, ich tue Salsa tanzen, nachher lacht sich einer kaputt. So, nein, das ist auch nicht, weißt du siehst, was die Leute gerade im Kopf haben. Und das macht es mega aus. Wie ist das mit SRF zustande gekommen? Die haben mich auch live gesehen und haben das cool gefunden, was ich auf der Bühne mache. Und, Ja, sind sie auf dich zugekommen? ja, genau. Geil. Und dann habe ich bin dort ein Tryout gemacht, mal in die Kamera ein bisschen etwas erzählt. Und wenn du mal ein bisschen drin bist, dann hast du auch gewisse Connections, dann hast du mit dem mal zusammen geschafft, mit dem und so weiter. Und dann ist das so zustande gekommen. Geil. Und ich muss sagen, SRF hat mir, also es klingt jetzt mega schleimig, aber hat mir hure viel, was Talentförderung angeht, also jeder hat seine Meinung über das SRF, aber die haben mir wirklich so eine gute Plattform gegeben. Die machen jedes Jahr einen Newcomer-Wettbewerb. Ich habe dort live im Radio auftreten, habe so mein Management irgendwie gefunden. Also SRF hat sich richtig den Arsch aufgerissen und macht das heute noch. Also wir schneiden es nachher sowieso raus, weil uns jetzt nicht gepusht. Von dem her kannst du sagen, was du willst. Sie wissen doch schon, was gut ist. Also, Ja, nice. Geil. ich habe das Gefühl, ich bin noch voll am Zutexten. Nein, Total top. nicht. Wir Alter, finden es total mega nicht. gut. Ich Das ist ich habe viel ganz müssen geiler lachen. Podcast. Ich kann sagen, es klingt wie ein Podcast, aber hey. Nein, wir sind langsam da zum Schluss. Ja, Mann. Ungefähr das. Hast du irgendetwas, willst du irgendjemanden beleidigen zum Schluss?
Nein, ich glaube im Fall beleidigen nicht. Vielleicht noch das Letzte, wenn ihr Bock habt und aufhören wollt zu scrollen, stundenlang die kommt mal an einen Live-Auftritt, egal ob von mir, egal ob Total. der Fabio ist bei euch gewesen. Und wir treten zusammen auf nächste Woche auch. Also wenn ihr auch Bock habt, vielleicht da vorbeizukommen. Charles Nguela, Cenk, Joso Brizza, Milan Milanski. Wir haben so viel Eigenen coole- Podcast auch. Ja, coole, lustige, da und unten, coole, lustige Leute. Und es ist einfach ein schöner, unvergesslicher Abend. Wenn du live da sitzt und siehst, wie jemand gute oder auch schlechte Jokes macht, aber du hast nachher etwas erlebt an dem Abend. Also komm vorbei, go live Comedy schauen. Das ist meine Message. Nice. Ey, Ja. warte, ich habe noch eine Frage, sorry. Ich kann dir kein Geld auslehnen. So, ich habe das vorher schon gesagt. Gut, dann ist egal. Dann ist sind ihr schon mal live gegangen mit dem Down Tunen? Ja, einmal haben wir einen Live-Podcast gemacht im Exil. ja. Okay. Aber, Wie ist es? mega schön. Komisch für mich, weil der Jos hat ein bisschen mehr Erfahrung mit Live-Podcasts und ich habe immer das Bedürfnis gehabt zum Aufstehen und mit den Leuten reden, aber wir müssen das sicher nochmal machen. Also das kommt... Weil wir machen jetzt auch zweimal live. Ah, geil. Ja. Aber jetzt kann man ja jetzt sagen, wenn es draußen ist, dann ist sowieso... Also wenn der Podcast draußen ist, dann ist die Info sowieso schon draußen. Ja, voll. Mega geil. Wo machen wir das? Wisst ihr das schon? Ja. 23. März hier in Erbike Ah, geil. und dann an der Sneakerness. Wo ist die? Im Halle 622 in Zürich. Dort bei Oerlikon Bahnhof dort. Ja, genau. Ja. Also ich mega cool, meinte, es Mann. ist dort gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es ist... Ich meinte, aber es ist dort. Haben die dort schon einen Basketballkorb auf, oder? Ja, Ja, genau. Ja. Ah, dann bin ich auch dort. Geil, ja. Ja, weil der Ding ist da gewesen, der ist gerade letzte Woche da gewesen. Sergio Muster. Er ist der Founder okay, von Sneakerness und er hat das geil mega gefunden und so. cool. Und dann hat er gesagt, ich kann mal kommen. Ah, sehr Er geil. ist eigentlich so ein bisschen in das dann pusht. Ja, wenn ich kann, dann... also gut, ich kann einfach meine Basic Adidas Schuhe, aber ich bin bei Sneakerheads, glaube die schauen auf mich ab, wirklich, aber schnell vorbeikommen zum... Amigo, du bist 2 Meter, die schauen definitiv nicht. Ja, Kollege spucken auf den Stil, wenn sie sagen, ey, was schaust du da? Letzte Story ist mir wirklich passiert. Die meisten Mal, als ich irgendwie angefickt worden bin, oder so, bin ich am Sitzen gewesen. Ich bin so am Bahnhof nachher und so, was schaust du so? Ich stehe auf. Ja, Was hast du so ja, geschaut? ist ganz gut. Aber ja. Darf doch twinten. Ey, geil, ey, Hey, danke vielmals, es hat mega Spaß gemacht. Sehr, sehr Spaß gemacht. Jetzt darfst du auch reinschreien, wenn du willst. Ja, Mann. Ja, Mann. Ladies ist and der gentlemen. Moment ist wieder... Sagst du, Basti? Thank you so much fürs Zuhören. Danke vielmals. Nächstes Mal, wenn es heißt Talking Like Lucy. Oh yeah. Aha, baby. Back in business, wir sind back in town. Ciao zusammen. Bye, Demogliuti. Talk it like Loose D.